Ja, dann starten wir doch da mal. Start ein neues Game, weil Continue könnt ihr auch. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen ausprobiert. Und wir starten jetzt ein neues Game, um euch das noch einmal von Anfang an zu zeigen. Da ist natürlich der Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht nicht gut. Die Umfrage, die ich gemacht habe, war ziemlich eindeutig. Ich habe es am Schluss nicht einmal mehr genau ausgezählt, weil es so viel für State of Decay gestimmt. Let's go! Um die Ladezeit ein bisschen zu überbrücken, könnte man einfach auch ein bisschen geilen Sound, geile Musik hören. Aber ich werde mir erlauben, zwischendurch vielleicht etwas zu erzählen. So wie die Info, dass der Last of Us auch noch einige Stimmen bekommen hat. Remember Me waren leider nur wenige gewesen und ich werde auch wieder mal was anderes machen zu dem. Und vielleicht macht der Screech etwas zum Last of Us. Also ja, willkommen. Aber ja, wer hat es noch nicht geschnallt? State of Decay ist ein Zombie-Überlebensgame. One of those psychos tried to bite me, but yeah, I'm fine. Well, we can't just stay out here in the open, that's for damn sure. Ranger station? Ranger station. Maybe we can find some help there. Beats me. Also sie waren hier irgendwie ein bisschen am Fischen gewesen, Shit, these guys look messed up too. und plötzlich hat es dann einfach leid ausgesehen. Low and keep quiet. Das Ziel Get past them without being spotted. hier wäre gewesen, dass man neben ihnen durchschleicht, aber drauf geschissen habe ich gedacht, denen verbretschen wir die Birnen. Also, das Game ist von den Microsoft Studios und darum ist es auch auf der Playstation gar nicht erhältlich. Habe ich mich also nicht ganz so gut informiert, als ich erzählt habe, dass es auf PSN auch gibt. Das ist halt wieder mal eines von diesen Exklusivgeschichten. Die Grafik ist eigentlich noch stimmungsvoll, wenn ich hier kurz mal durchschwenken darf. Es wird auch für einen PC rauskommen und dort wird sicher noch einiges besser aussehen, logischerweise. Aussehen, stylisch sein, vor allem die Auflösung und ja. Spass macht es eben trotzdem, weil ich jetzt schon schon gerade ein Moment ein bisschen vorausgesagt, müsst entschuldigen, hat mich echt gelustet. Aber ich höre jetzt auf, wir sind jetzt hier. Ja, wie sagst du dem? Ranger Station, dankeschön, genau, da steht es ja angekommen. Ich höre, dass dort drin jemand am Texten ist und schauen uns das mal an. Jetzt ist das ein bisschen Englisch, Anybody tell me what the hell is going on? aber ich denke, ihr versteht das schon. On is there's more of them up here than I expected. We need to sweep the rest of the cabins for survivors. But I've got injured people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need and stay safe out there. Yeah, good stuff. Freundliche Leute, das ist immer geil, solche anzutreffen, so eine Zombie-Apokalypse. Ich kann jetzt zu jedem herlatschen und die irgendwie grüßen. Das bringt aber nicht viel. Sie hier ist ein bisschen verletzt, okay. Und dann jetzt haben wir hier eben den Speicher oder dort, wo man halt seine Gegenstände eigentlich ablegen kann. Und jetzt seht ihr, jetzt hat es ein bisschen Maddys Painkiller drin und es hat dann noch so einen Schläger dabei. Weil, ihr seht, der Ast, den ich momentan ausgerüstet habe, der ist beschädigt. Bisher habe ich noch nicht geschnallt, wie man etwas reparieren kann und ob man überhaupt etwas reparieren kann. Darum steige ich jetzt eigentlich auf den um. Sorry, mit X tut man ausrüsten, genau. Ja, links unten sieht man den Zustand, wie schwer das Zeug ist. Man kann nur eine bestimmte Anzahl eben Gewicht mit sich herumtragen und so weiter. Vorhin hat der Typ uns erzählt, dass im ganzen Camplager, ich schalte jetzt schnell auf die Karte mit Back, ihr seht hier all die Häuschen,
Sie gehören eigentlich nur zum Camp und man soll dort nach Überlebenden suchen. Es hat neben diesem Gebäude, neben der Ranger Station, einen Wasserturm, der als Aussichtspunkt dienen könnte. Es scheint hier gerade nie ein Wasserturm zu sein. Aber wir bekommen eigentlich schon einen guten Blick. Die Weitsicht ist eben schon noch easy auf das ganze Szenario. Ihr seht hier einen kleinen Crash. Dort dann ist irgend so ein öffentliches WC, wo sich ein Zombie gerade den Gringerwang ist am Einschlagen. Ja, da lernen wir dann auch sicher auch noch ein bisschen von näherem kennen. Also, darum gehen wir jetzt vorne raus. Und jetzt hier auf der linken Seite wird dann gerade der Wasserturm sein. Genau. Also, genau. Das ist fast so ein bisschen Far Cry-mässig, aber mir gefällt es. Oder eben Assassin's Creed, stimmt. Ich habe das gerne so Aussichtspunkte. Unten bei der Minikarte sieht ihr links seine Ausdauer. Wenn man schlägt und säckelt und so, braucht es die Ausdauer. Was wir jetzt machen können, ist mit links sich einen Überblick verschaffen, kurz auf diesen Fragezeichen bleiben. Und dann sehen wir, wow, okay, dort hat es schon ein Fahrzeug. Das bedeutet, wir müssen nicht alles zu Fuß zurücklegen. Und das ist eigentlich noch eine beruhigende Information, weil ich zoome jetzt mal schnell ein bisschen raus. Die Karte ist schon noch gross, Und vielleicht ein bisschen zum Vorausspoilern, aber ich sage jetzt gleich nichts Wirkliches. In das Dörfli gehen wir als nächstes. Aber ich meine, da hinten bin ich noch nicht, das interessiert mich auch, was da ist. Da hat es auch wieder eine kleine Einsammlung, da hat es einen See mit einem Fluss, da hat es auch wieder ein paar Strössli, ein paar abgelegene Häuschen, da sieht es eher nach einem Städtchen aus, da können wir dann auch noch ziehen, dort hat es dann noch einen Staudamm und so. Also, es ist riesig und ich bin fascinated. Ich finde es wirklich ein ganz geiles Game. Und darum bin ich froh, dass ihr für das gestimmt habt, wobei eben zu Remember Me ist also auch ultra stylisch. Und das Last of Us wird auch super sein. Man kann momentan nicht klagen, obwohl es eigentlich Sommer ist. Gibt es geile Games. Yes, Sir. Also, man sieht dann auch, wie weit das man ist mit der Überwachung, Surveying. Und jetzt haben wir das komplett alles erledigt. Let's get down. Jetzt habe ich das runtergestoßen, oder? Das macht nichts. Ich glaube, ich kann da sogar runterjumpen. Ja, es nimmt ein bisschen Schaden, das Männchen. Ja. Also genau. Also jetzt haben wir Gunshots gehört, das heisst, hier unten ist Schiesserei im Gang. Jetzt ist es eigentlich uns überlassen, was wir machen wollen. Wenn wir jetzt die Hütchen hier drumherum absuchen, wollen wir direkt zu den Gunshots und ja, ich bin jetzt selber auch ein bisschen unschlüssig. Mich interessiert aber, was bei diesem Fragezeichen ist. Darum schauen wir uns doch das gerade mal an. Wir können hier mit A noch einen Marker setzen. Und jetzt zeigt uns auf der Karte hier ein schönes Pfeil an, wo wir her müssen. Und schaut, der ist richtig rattig. Oh, scheisse, ja, der war wirklich rattig. Asi, schön gewesen. Geil ist eben, dass man eigentlich immer das Zweite rum ist. Und scheint, habe ich gehört vom Commander Boy, dass sie am Koop-Patch spielen, schleifen, feilen, arbeiten oder basteln. Und rein von dem her würde mich das extrem freuen, weil es wäre schon noch cool, dass wir einen Partner spielen. Also, schaut jetzt. Jetzt müssen wir hier die Ferienhäuschen anschauen und der bewegt sich ja schon ein bisschen aus. Es ist klar, was hier abgeht. Schon mal schön einen reinlanden. Der ist zuerst aufs Geländer und dann wieder runtergefallen. Ja. Also, jetzt können wir hier mal probieren aufzumachen. Okay, jetzt war hier links einer. Hier wäre auch noch einer. Den nehme ich. Und dann können wir sie schön mit einem Finishing-Move wie beim Golf spielen, richtig schön abschlagen. Jawohl. Jetzt seht ihr hier Skill Increased, Level Fighting 2. Und jetzt können wir hier schnell schauen. Und zwar haben wir hier den Charakter, den wir spielen können, die Leute, die wir kennengelernt haben, mit einer Beschreibung, mit Daten dazu. Wir haben dann eben hier... Sorry, jetzt habe ich gerade ein bisschen Panik geschoben. Ich meine, die Zombies sind irgendwann. Dann sehen wir hier unsere Fähigkeiten, die Erfahrungspunkte, die wir sammeln. Fighting haben wir jetzt etwas dazugelernt. Wir haben jetzt Basics. Okay, X zum Schlagen, B zum Ausweichen, Y zum Zombies wegschöpfen und A zum Sprungangriff machen. Und dann, wenn man LB noch drückt, kann man das Ganze noch ein bisschen alternativ durchziehen. Also es ist easy, es ist schon noch interessant. Wir sehen auch hier eigentlich die Events, die wir haben, die ganzen Missionen. Da wird vorher auch erklärt, dass er eben einen Fishing-Trip hat gemacht hat, ein bisschen chillen, dann plötzlich ist nichts mehr gut, nichts mehr mit chillen. Man sieht, was sich verändert, wie man sich verändert. Man sieht dann hier eigentlich das Inventory, was man dabei hat. Und das ist dann noch das momentane Lager.
das Hauptquartier, dort wo man eigentlich chillen kann, der Rückzugsort. Und der wird sich dann eher verändern und den kann man auch noch modifizieren. Also genug getextet, jetzt tun wir hier mal etwas durchsuchen und jetzt können wir hier eigentlich mit Y halten, können wir das durchsuchen. Wenn wir das möchten beschleunigen, könnte ich LB drücken, aber das würde einen riesen Mais machen. Dadurch, dass ich höre, dass Zombies ganz in der Nähe sind, mache ich lieber gar kein Mais. Nice, das finde ich eben auch. Rüsten wir doch das Bier aus, weil das schnetzelt dann noch einmal schöner durch die grusigen Siechen. Jetzt geht es darum, den Lagerplatz noch durchsuchen. Also komm, ich zeige euch mal, was passiert, wenn ich LB drücke. Viel schneller. Hat es gesucht, hat es gesehen. Es hat so schnell gesucht, dass es fast nicht mehr gesehen, wie es gesucht hat. Aber er hat Zombies jetzt angelockt. Das ist mir aber jetzt gleich, weil jetzt ein schönes Bier, ihr seht, One-Hit. Das Teil verrupft es gerade. Das hing hier der... Ich habe gemeint, da hing der Hütte noch in einem Grund zu sein, egal. Also, mal, da ist noch jemand, ich höre einen. Schau jetzt. Da ist im... Schau mal die blöde Schau an. Oh mal, jetzt hat er den Weg gefunden. Cool. Finish Move, komm schon. Ah, schön, jetzt hat er einen durchgezogen. Sure. Somehow I doubt it. Me too. Er hat sich jetzt einfach schön einen ansaufen gedreht. Ihr seht, das ist schon ein bisschen grössere Zelt. Ich bin nicht ganz sicher, was der hier übt. Also das Game ist schon voller Grafikglitches und so, aber ich finde das noch amüsant, wenn der durch ein bisschen durchglitscht. Also, durchschlucken kann ich leider nicht. Schön, schön, wenn er ihn fest hat. Schaut den an, der ist hinten dran, der überrascht jetzt. Den nehme ich von hinten. Tack! Das ist geil. Ja, ja. Eben, man muss schon ein bisschen Freude haben, so Zombie-Games, aber ich meine, wer hat das nicht, ganz ehrlich? Also, schaut jetzt, wenn der Power ein bisschen down ist, dann könnte man hier so ein Ding einwerfen hier. Ist das Snack? Snack heisst es einfach, sorry, jetzt bin ich ein bisschen verpeilt gewesen. Snack wäre das und dann macht man eigentlich temporär die Stamina, also das heisst, der hat die Energie, die ich links zum Säckeln zur Verfügung habe oder zum Aktionen durchführen tut, das geht wieder ein bisschen auffüllen. Habe ich bis jetzt noch nie gebraucht im Fall. Sobald dass ich dann ein grösseres Depot habe, das Zeug dort drin alles verstaut. Und ich finde, der Chill ist schnell ein bisschen. Ich bin jetzt noch nicht in eine Situation gekommen, das sieht aus nach einem Ding. Nach einem Waffenkoffer, oder? Mit Patronenhülsen vorne dran. Wär's geil. Zieh rein, die habe ich noch nie gefunden. Hure geile Pumpe. Nice. Er ist schon noch easy drauf. Alright. Genau, dann Digi-Kreuz links und rechts können wir das Inventory durchrattern. Und jetzt, genau, Call of Duty zielen. Tut dann auch hier mit der Waffe zielen. Logischerweise, angenehmerweise. Die Steuerung ist also voll in Ordnung. Hier können wir auch etwas suchen. Jetzt schauen wir schnell, ob die alle wach sind dort drinnen. Nein. Ihr seht, jetzt konnte ich schnell suchen, ohne dass die Zombies sie können. Genau, weil alles tot ist. Hier kann ich nichts durchsuchen. Aber es hat hier noch etwas zum Anschauen. Ihr seht oben, Campsite, Resources, hat es noch Fragezeichen. Das bedeutet eigentlich, dass es noch etwas zu finden gibt. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt eigentlich keinen Bock, hier gross zu suchen. Das ist schon easy. Oh. Jetzt geht es aber gerade fast ein bisschen ab. Hey, Moment schnell. Schnell ein paar Finisher. Ja, da hat es auch noch ein paar Typen. Oh, so. Den noch schnell nehmen. Wow, yeah. Schaut mal. Jetzt habe ich mich hier eigentlich fast ein bisschen... Oh nein, jetzt... So viel zu mir, als noch nie gebraucht. Aber seht ihr, jetzt kommt der Erd reinrattern. Dann kann man schnell ein bisschen erholen. Und dann geht das schon. Ja, man sollte es eben nicht aus dem Blick verlieren. Das muss ich zugeben. Also jetzt noch einmal. Hier innen sollte es noch etwas haben, sagt. Wenn jetzt aber hier schön die Elemente ablaufen, die normalerweise zum Durchsuchen sind, zeigt es mir nie an Search Y. Yeah. Das wird sicher auch nicht das Wichtigste sein, was es gibt. Also jetzt ist euch sicher aufgefallen, die Gebäude, die ich durchsucht habe, werden mit einem X markiert auf der Minimap, was noch chillig ist. Und die Zonen, die dann zombiefrei sind, sind auch von einem roten Kreis umgeben. So, der Typ hält noch einiges aus. He? Finish him. Yep.
So. Also irgendwann hat es eventuell noch einen Zombie. Aber jetzt nur schnell zum zeigen, wenn ich jetzt hier reingehe. All quiet here. Dann seht ihr, Cabin oben links, nothing left. Also es hat nichts mehr, wo man finden kann. Jetzt ziehen wir hier mal ein bisschen weiter zum nächsten Häuschen. Ja. Er ist zwar schon noch agil, aber irgendwie auch ein bisschen stockig. Listen, asshole. All right, we don't want any trouble. Der Ed ist schon noch eine geile Sicht. Der textet aber noch lustiges Zeug, muss ich sagen. Also jetzt müssen wir noch ein bisschen Zeug durchsuchen. He? Wir sehen links auch eine Search Progress Bar. Ich tue das schnell ein bisschen beschleunigen. Da haben wir wieder schön ein bisschen Maddies, das ist gut. Hier können wir noch etwas durchsuchen. Ja, das mit dem Lärm ist eben nicht so stressig, das ist cool. Also, das kann man leider nicht wirklich lesen. Ich habe es das letzte Mal ein bisschen probiert. Those gunshots we heard. All right. Kinda hoping you'd forgotten about that. Jetzt haben sie schnell diskutiert, was sie als nächstes machen. Dann hat der Ed gesagt, wir könnten zurück zum Camp. Und unser Charakter, wie heisst er? Sorry. Oh, falscher Moment gedrückt. Der Marcus, genau, er hat gesagt, wir könnten noch einmal kurz schauen, was das für Schüsse waren, die wir gehört haben. Darum machen wir eigentlich jetzt etwas ganz anderes, etwas Drittes und gehen uns jetzt einfach mal das Häuschen hier oben anschauen. Weil es könnte auch immer etwas Gäbiges dort haben. Schau jetzt, schnell mal eine Pumpe brauchen, ich will mal schauen, wie das fetzt. Ja, fetzt gut. Ja, schön. Oh nein. Was geht jetzt hier? So, sorry. Schau, jetzt sind sie hier innen eingesperrt, zum Teil. Wow, Finisher Orwang. Ah, schade, das bin ich ein bisschen zu langsam gewesen. Der Ed ist eben schon noch, das ist ein guter Co-Partner, der sprüht richtig vor Energie. Jetzt bin ich doch ein bisschen dumm reingesäckelt. Aber mit dem Biel ist das eigentlich alles wirklich kein Problem. Schau mal da. Es ist schon noch brief You wanna know gemacht. what worries me? Setting up an infirmary in there. Like, why aren't they taking these people to a hospital? I don't know, man. Whole situation is pretty messed up. What's next? That's not a bad idea, actually. We need to make things safer around here. Aber ja, sie sind sich halt jetzt ein bisschen am Absprechen, was sie machen wollen, wie das passiert ist, wieso dass die Leute nicht in ein Spital sind gebracht wurden, dass man hier so ein bisschen sich verbarrikadieren. Aber das bringt jetzt eigentlich nichts. Die können es zwar dort, glaube ich, eben ein bisschen Schutz für mich bauen, aber wieso? Weil schlussendlich sind wir jetzt eigentlich immer ein bisschen auf dem Weg zu neuen Gebieten. Und darum wird unser Lager erst nach den nächsten grösseren Ortschaften ausbauen. Jetzt seht ihr, links ist die Axt gelb, das heisst, sie ist langsam und kaputt gehen. Die können wir ja gerne noch brauchen bis zum Schluss. Der Typ, der ist gerade in sein Verderben gesäckelt. Der ist wirklich gerade... Oh nein, jetzt habe ich schon wieder nicht mehr so Power hier. Ich glaube es ja nicht. Jetzt müssen wir uns hier schnell ein bisschen erholen. Mit der Zeit, wenn man natürlich auflevelt, hat man auch mehr Power. Aber wisst ihr was? Irgendetwas ist komisch. Ich glaube, ich habe das letzte Mal noch nicht mit der Axt gespielt. Vielleicht ist es das. Das ist eben geil. So lernt man bei jedem Mal wieder etwas Neues dazu. So. Die Typen sind erledigt. Das muss ich jetzt eben schnell nachschauen. Kann es sein, dass vielleicht... Wie schwer ist die Axt? 1,2... sind das Limbs, Pounds ist es, glaube ich, das Gleiche. Nein, das ist komisch. Ja, aber ich würde sagen, ich nehme jetzt einen Weg mal den Säbel. Einfach weil es Spass macht. Und die, würde ich sagen, die wir zerstören. Um in dem Sinn Platz frei zu machen, ja, im Inventory. Schnell mal ein bisschen Säbel-Action. Da ist halt auch eine scharfe Waffe. Genau, Fighting-Level geht immer schön rauf. Es ist so, dass man nicht selber irgendwelche Skillpunkte oder so verteilen kann. Es tut einfach sauber, ich drücke immer den falschen Knopf. Für die, was interessiert, es tut einfach sauber. Seht ihr jetzt hier, Fighting habe ich jetzt 3 Sterne, das heisst in dem Sinne Level 3. Ich kann jetzt einen Counter-Attack machen. Nachdem dass ich mit Baby ausgewichen kann ich schnell X drücken für eine gefährliche Angriffs- oder Gegenangriffsattacke. So ist richtig. Seht ihr da draussen im Wasser? Wow. Hier neben mir ist auch einer. Jetzt das mit diesen Ausweichmanövern habe ich bisher nicht so angewendet, weil ich einfach auch lieber reinschlagen als ausweichen. Kann ich echt zu dem rauslatschen?
Der kann auf dem Wasser laufen, ich auch ein bisschen. Den machen wir fertig. Und wieso machen wir ihn fertig? Weil er ein Zombie ist. Yep. Da ist auch einer. Was geht da ab? Ein bisschen gespässig. Nein, ein bisschen zu wenig eingesprungen. Komm. Game um, Junge. Schön. Kleiner Finisher. Da ist es schon noch Mühe gegeben. Ja, aber eben. Wow. Das Game hat schon ein paar Glitches, ich habe es schon mal erwähnt. Das Gute ist aber, dass das effektiv auch ein bisschen zur Unterhaltung beitragen kann. Also. Jetzt ist das so, dass wir, glaube ich, gegen die 20 Minuten rum sind. Das würde eigentlich heissen, dass ihr jetzt einen ersten Eindruck vom Game hoffentlich bekommen habt. Ich hoffe, es auch einen positiven, hier voller Hoffnung. Die Sache ist jetzt die, ich möchte das ein bisschen interaktiv gestalten. Weil ein Let's Play, wo ich eigentlich 10 Folgen aufnehme und dann pro Tag rauslasse, das ist immer so wenig Austausch mit euch. Und ich schätze das eben schon noch. Darum machen wir es doch jetzt so. Jetzt seht ihr hier, ich bin momentan ein bisschen am Chillen, der Red ist dort draussen. Jetzt hätten wir hier noch einige Gebäude, die man durchsuchen könnte. Hier auch noch. Oder wir können uns effektiv jetzt gerade um die Waffenschüsse, Gunshots, Gewehrschüsse, Pistolenschüsse, was es da immer für Schüsse sind, werden wir dort auch immer anfangen kümmern. Das heisst, wir haben jetzt Option 1 und wir machen es wieder simpel. Wenn ihr das wollt, könnt ihr einfach das 1 reinschreiben, wenn ihr sonst nicht texten wollt. Das 1 reinschreiben, wenn ich noch die ganzen Hütte schnell absuche, es könnten dort noch ein paar geile Waffen versteckt sein oder sonstige Gegenstände. Oder auch das 2, wenn ich direkt zu den Gunshots gehen sollte. Euch überlassen. Ändern noch einen kleinen Umweg, noch ein bisschen auskundschaften oder direkt weitermachen jetzt mit den Missionen. Ich hoffe, es tut jetzt speichern, wenn ich hier beende. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Merci fürs Feedback. Wie gefällt es euch? Was soll ich ändern? Ja, das war es von meiner Seite. Mein Maul ist wieder mal wundtextet. Macht's gut. Ciao zusammen.